Stille, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Tamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seine Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama mahnt zu mehr Aufmerksamkeit für die tibetische Sprache. Tibet und Syrien sind die unfreiesten Länder der Welt. Freedom House Bericht 2021. Tibeter in Arunachal Pradesh beglückwünschen Sejong Dr. Lobsang Singhi. Experten weisen auf Chinas ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen in Tibet hin. Finanzministerium fordert Tibeter in Nordamerika auf, sich online für den freiwilligen Volksbeitrag Chachil zu registrieren. Bildungsministerium beruft 8. Jahreskonferenz des Bildungsrates und des Beratungsausschusses ein. Während seiner Ansprache an das virtuelle Publikum während seiner Belehrungen am Vollmondtag des großen Gebetsfestes appellierte seine Heiligkeit der Dalai Lama am Samstag letzter Woche an die Tibeter in allen Teilen Tibets, der tibetischen Sprache mehr Beachtung und Aufmerksamkeit zu schenken. Die virtuelle Belehrung wurde von der Ladakh Simkhi Association erbeten. Gandhinji Rinpoche, Äbte, ehemalige Äbte, Dögus und viele andere nahmen an der Belehrung teil. 아주 배배 게일이야 그런저 그 자신만 현지즈 믹스가 통하시죠. 아랑게디 가서리 텔레비전 나올지 통용기 아더 슬림버 라우다즈 제디 부시주다 비일로게 너무 되는 요마래 진짜 돈은 싸워실래샤 디시라야고도 차조다 그 저것은 용서로 다 개개당 마다 여러 모두 참을로 배배 아니 이 거래도는 저되게 요인데 별 저것은 별이 참을로 büyük 달라야 돈은 숙세스. Tibet und Syrien werden laut dem neuesten Freedom in the World Bericht vom Freedom House als die am wenigsten freien Länder der Welt im Jahr 2020 gelistet. Laut dem Freedom in the World Bericht von 2021 hat Tibet in der globalen Freiheitsrangliste nur einen von 100 Punkten erhalten, was bereits in den letzten 6 Jahren der Fall war. Jahrelang wurde Tibet mit der schlechtesten Bewertung versehen und hatte die Gesamtpunktzahl von 1 erhalten, womit Tibet seit 2015 zu den am wenigsten freien Ländern gehörte. Das Ranking 2021 markiert eine signifikante Verschiebung, da Tibet nun mit Syrien als das am wenigsten freie Land der ganzen Welt in Bezug auf Freiheit gleichauf liegt. Tibet erhielt -2 von 40 für politische Rechte und 3 von 60, was eine Gesamtpunktzahl von 1 von 100 ergibt. Tibeter in den Siedlungen Myeongchübeling und Detsu Darjeeling in Arunachal Pradesh organisierten einen großen Empfang zu Ehren des CTA-Präsidenten Sejong Dr. Lobsang Singhi bei seinem Besuch in den tibetischen Siedlungen im Nordosten Indiens. Frau Louise Schieber vom Bezirksamt Detsu begrüßte Sejong bei der Empfangszeremonie und überreichte ihm am Samstag letzter Woche ein Andenken als Zeichen der Wertschätzung. Während seines Besuchs in Shillong am Montag dieser Woche gab Dr. Singhi der Shillong Times ein Interview, das unter der Überschrift »Um China zu verstehen, muss man zuerst Tibet verstehen« veröffentlicht wurde. Sejong traf sich auch mit Sumyadip Datta, Regional Convener von Assam und Meghalaya, Tibet Support Group, und gemeinsam sprachen sie vor der lokalen Presse über Themen wie Tibet, den indisch-tibetischen Grenzkonflikt und den Gesetzentwurf zum Tibet Policy and Support Act. Gegen Ende seiner 10-jährigen Amtszeit als gewähltes politisches Oberhaupt der Tibeter begab sich Sejong Dr. Lobsang Singhi auf eine Abschiedstournee durch die tibetischen Siedlungen im Nordosten, in Sikkim und östlichen Bundesstaat Westbengalen.
Parallel zur laufenden 46. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates veranstaltete das Tibet-Büro Genf am Montag dieser Woche ein virtuelles Side-Event, um die Menschenrechtssituation im von China besetzten Tibet zu diskutieren. Die Diskussion behandelte Themen wie die chinesische Politik und Programme, die darauf abzielen, die tibetische Kultur, Identität und den religiösen Glauben zu zerstören, wie Tibeter dazu gezwungen werden, sich einer Berufsausbildung im militärischen Stil zu unterziehen, und sie beleuchtete auch den Fall von Künchu Chimba, einem Tibeter, der zu 21 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Informationen über die Proteste in seiner Heimatstadt an tibetische Medien außerhalb Tibets weitergegeben hatte, was aufzeigt, wie China bestrebt ist, um die Weitergabe von Informationen zu verhindern. An der virtuellen Veranstaltung nahmen 3 Podiumteilnehmer teil: Dr. Adrian Zenz, Senior Research Fellow in China Studies bei der Victims of Communism Memorial Foundation, Kate Saunders, Autorin, Schriftstellerin und Tibet-Spezialistin, und Tinde Chökyi, Special Appointee for Human Rights, Tibet-Büro Genf. Die Veranstaltung wurde von Gyalden Tsomo, UN Advocacy Officer in Tibet-Büro Genf, moderiert. Die zentrale tibetische Verwaltung, Abteilung für Finanzen, hat alle Tibeter in Nordamerika gebeten, das Google-Formular auszufüllen, um sich online für den freiwilligen Volksbeitrag Chatroll zu registrieren. Hierfür ist ein Gmail-Konto für die Registrierung zwingend. Der Zweck dieses Google-Formulars ist es, eine Zuordnung zwischen der E-Mail-ID und den Daten der Ausweisnummer Green Book Number zu gewährleisten. Das Finanzministerium hat bisher etwa 400 Gmail-Adressen erhalten und bittet jeden Tibeter in Nordamerika, seine Gmail-Adressen über das Google-Formular zu übermitteln, um die Effizienz des Chatroll-Online-Beitrags sicherzustellen. Das Projekt wurde zunächst in Nordamerika gestartet und wird basierend auf den Erkenntnissen des Pilotprojektes schrittweise auf andere Regionen ausgeweitet. Die 8. jährliche Konferenz des Bildungsrates und des beratenden Ausschusses im Gacha-Sekretariat wurde am Montag dieser Woche einberufen. Der Vorsitzende des Bildungsrates, Geshe Tagtor, hob die Bedeutung der Tagesordnungspunkte hervor, wie zum Beispiel die Regeln für die Auswahl von Erziehern und die Erleichterung der Entwicklung von nicht-akademischen Bereichen wie darstellende Künste, Sport, Kunst und Handwerk und Talente in verschiedenen Bereichen zu fördern, um eine ganzheitliche Bildung zu unterstützen. Er lobte die Prinzipien des Bildungspolitik und betonte gleichzeitig deren Umsetzung. Bildungsgalü Dr. Pema Yangchen betonte, dass die Bildungspolitik nach Forschung und Evaluierung erstellt werden muss, und schlug die Einrichtung eines Forschungskomitees innerhalb der Abteilung vor. Churik Galü von Karma Gele Yuto berichtete über die Entwicklung des Erziehungsrates von seiner Gründung unter der Führung von Galin Tiru Samto Rinpoche bis zu seiner heutigen Rolle als autonomes Gremium. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.